Hallo? Hallo, sind wir online? Hallo? Ja, grüezi miteinander und herzlich willkommen da zurück bei Assassin's Creed Valhalla mit mir, im Green Jay. Und ich habe endlich die Mission gefunden. Es klappt wieder, es läuft alles. Und ja, ich weiß, es ist schon recht spät. Lang mache ich auch nicht mehr, aber ich habe gedacht, ein bisschen machen wir noch. Machen wir jetzt halt ein bisschen einen ruhigen Stream so. Nachher probieren wir dann doch alle mal schläfeln, oder? Das ist doch eine super Idee, nicht? Ja, gell, finde ich eben auch. Oder? So, jetzt ist aber mal Bonktime, bevor wir da anfangen, oder? So, gut. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. So, wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Ja, mal schauen, ob mich der nicht erkennt. Nö, doch. Okay. Aber, ist schon okay. So. Nordöstlichen Eingang. Das dürfte da sein. Irgendwo da müsste er also sein. Vielleicht dort hinten. Nö, das sind Kühe und so. Es Grill. Okay, dann schicken wir jetzt mal Was siehst du? den Jab auf. Da hinten. So, dankeschön. Da über Moni. Also eben, wir machen jetzt halt auch ein bisschen da einen ruhigeren Stream und so. Machen da ein bisschen einen gemütlichen. So. Siehst du das, Ceolbert? Als ob die anderen nicht gemütlich Das sind. ist Aber die ja, Wahl. you know. Und Ceolbert. Was? Nein. Gras, ja Mann. Ich rieche das. Gras. Lecker, die sind gut. Ivar, Ceolbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Eteling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet der Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Britonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Ynir ist der beste Krieger der Britonen. Wenn er brutal getötet wird, überlegt Rodri zweimal, ob er nochmal zurückschlägt. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir Zeit. Ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Okay. Dann brennen wir alles nieder. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Komm, Ceolbert, der Kampf geht los. Lass die sächsischen Bewohner fliehen, Ivar. Nur die Britonen verdienen unseren Zorn. Thor donnert für uns. Gut. Ich sollte mich In vermummen. die Schlacht.
So, da unten ist schon der erste zum Umbringen. Nice. So, aber Leute, ich muss mir da ein bisschen Musik einstellen, dass ich da etwas auf den Ohren habe, oder? Weil eben, es ist schon ein bisschen spät so und ich bin recht müde. Ich brauche irgendetwas. Ja. Oh, das ist doch gut. Tanz mit mir. Ja, Mann. Von Faun und Santiano. Ja, komm, Werbung überspringen da. Okay, next. Who want to die? Dort hinten. Ja, machen wir da wieder niederbrennen, oder? Nice one. So. Sehr gut. Ja, läuft doch. Brennt diese. Ah, ups, das ist ja gar kein Flugfilm mehr. Jo, was geht? So. Aber wieso brennt jetzt der Scheiß nicht? Muss ich jetzt da echt Ding nehmen? Oh nein, eben, jetzt brennt der Scheiß. Geht ja. So. Das zählt auch. Super. Okay, ja gut. Leute. Henne. Oh, warte. So, Fleisch, die sind gut. Ah, dort hat es noch mehr zum Abfackeln. Geile Scheiße, Alter. Ich kriege jetzt einfach mal meine Fackel auf. So. Schön. Oh, ich habe das Schweinchen nicht verwünscht. Scheiße. So, okay, wir müssen noch mehr abfackeln. Habe ich jetzt noch eine Fackel? Ja, okay, gut. Sehr schön. Okay, wir haben unendlich Fackeln. That's good, that's nice. So. Oh. Zündet es an und brennt es nieder! Hoppala. Brennt alles Ah, nieder! es brennt schon. Okay, ist egal. So. Je mehr Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. Das ist so. Jetzt ist halt die Frage, da ist noch einer von seinen Leuten. Ja? Hi! So. Okay. Gut. Dann kann man noch da raufgehen. Die Dänen werden uns gehen. Als hätte es nicht schon gereicht, Rodris Bruder zu ermorden. Ups. Das siehst du, den müssen wir so oder so umbringen. Der hat den Schlüssel. So.
Oh, gemein. Komm on, ich kann den jetzt mal ganz ehrlich und lieb runterbrettern. Irgendwo dorthin hat es noch so verteilte paar einzelne. So. Da kommt Önir. Aufgewühlt wie die See im Wind. Wo? Ja. Ich finde gut, dass sich der Kleine ein bisschen zurückhaltet. So, okay, jetzt müssen wir da... Der einzelne dort will ich auch noch holen. Ich wünschte, irgendwer würde diese Britonen. Okay, gut. So. Hehe. What the fuck? Ich röste dich lebendig und verfüttere deine Eier an die Hühner. So, die Lava gibt mir da ein bisschen viel an. Ah, das ist der Ivar, der so am Labern ist. Ah, okay, nein, der darf natürlich. Alles gut. Hab nichts gesagt. Ich kämpfe, das schwöre ich. So, muss da ein bisschen bequemer machen, sorry. Damit endlich die Klappe hältst. Hoppla. Ich werde siegen. Ah, jetzt ist gegangen. Gut, aber... Ah ja gut, klar. Soll ruhig den Ivar ihn abschlachten, Mann. Wenn es ihm Spaß macht. Ah. Okay, ja gut, sorry, aber dann bleibst du nur noch du. Oh, Alter. Anfrissen. Du Lutscher, Alter. Oh, ups. So, aber mit dir, Mann. Geil. So viel. Oh, Pfeil. Wo gehen wir hier ran? Wo? Jo. Das waren alle. Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher an, Ceolbert. Komm mit, Eivor! Eivor! Hast du Ceolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern. So Ich bin sieht er dankbar nicht für den aus. Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Ceolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Ich schwöre. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Eivor und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und Ich schwör, zerborstene Bro. Zähne. Eine Schlacht zu überleben ist wie neu geboren zu werden, samt Blut und Geschrei. Mein Vater starb in einer Schlangengrube.
Am Ende waren nur modrige Knochen übrig. Doch bei den Göttern, er hatte sich seinen Platz an Odins Tafel verdient. Dein Vater Ragnar ist eine wahre Legende. Ja, Mann. Ceolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westbuch zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Es wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Ivar, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Eopedon. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Ivar. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um Alter. durchzuatmen. Oder angeln. Eben, Würdet ihr mit. mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Ernsthaft. Gleich hier Was drüben. ist mit Met? Evo, das Silber, das du mir in Quadford gabst. Ich habe es gegen einen Goldring eingetauscht. Wenigstens dir hat das Silber Freude gebracht. Mir brachte es gar nichts. Der Ring ist aus dem Morgenland. Er trägt die Inschrift eines Gebetes für irgendeinen Gott. Wie deren Walhall wohl aussehen mag. Ich habe nur meine Waffen. Ja, das ist eine blöde Idee gewesen, ihm das Geld geben, jetzt gescheiter selber behalten. Was ist da gestanden? Ah, er geht angeln, ich nicht, ja. Aber, hä? Ich will auch eine. Gib mir eine Angel. Ich habe keine Angel. Okay, ich sehe da nichts. Was ist denn das da? Ach so. Okay, aber das Ganze da kackt mir jetzt schon ein bisschen an. Also. Tja. Keine Ahnung, Alter. Wie soll ich denn das machen? Ist das ein Angler?
Nee. Oh, cool. Okay, die schwimmen da einfach rum. Okay. Ich habe gar kein Pfeil mehr. Ach komm. Das ist auch noch das. Alter, gemein. Noch ein Aal. Das reicht schon fast für eine Suppe. Da hat's auch kein. Da hat's noch. Gut, hoffen wir, das langt. So. Ja, Mann. All. Gut. Ich habe jetzt schon irgendwie ein bisschen Schiss gehabt, dass ich zuerst muss da gehen. Upgraden gehen. Los, erzählen wir Iva von unserem Fang. Dass ich dann so eine Angel bekomme. Ich bin doch gerade da hinten gewesen, Arschloch. Das hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Mhm. Schon nervig Wir haben gewesen. Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da Penner. kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Ceolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Ceolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein. Doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden. Trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Ivar hat recht. Ich hatte meine Zweifel, Ivar, doch dein Plan scheint aufzugehen. Wir haben Rodri einen schmerzhaften Schlag versetzt. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadford geschah, ist klar, dass Ivar sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Ivar. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal. Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist mein Gruß an das Schwein. Denn um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar. Aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Ja, Mann. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Ja, Mann, tu das. Okay. Easy, easy. Was sind wir denn Bald jetzt? wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Tja,
Wo ist Ceolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. So. Lady Angarath, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Ivar den Meuchler erzürnen. Ach so, ich muss auswählen. Sorry, ich bin da am YouTube schauen gewesen. Es war klug, Rodri zurückzulassen. Er versprüht das Feuer des Krieges in einem Land voller Zunder, das dringend Frieden braucht. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten in der Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarath. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ich bin fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Ceolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Oh, okay. Da durch. Oh, ups, schon da rein, okay. So. Wo verflucht treibt sich Ceolbert nur herum? Irgendwer muss es doch wissen. Mal den Berserker fragen. Hast du Ceolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätheling kommt und geht? Frag jemand Okay. anderen. Ja, das hätte man können denken. Ich suche nach Ceolbert. Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Hast du etwas gesehen? Ivar, es ist vollbracht. Frieden, Ah, das ist ja? der Ivar, ich voll. Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Ceolbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen. Doch ich war nicht in Stimmung. Okay. Hey, Eivor. Hast du Sorry. Ceolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Wo ist Ceolbert? Ceolbert? Hat niemand hier Ceolbert gesehen? Nur Erdringer. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Was Also, denkst du, wie lange es dauert, bis er wieder sprechen kann? Ein paar Stunden sollten reichen, außer du findest einen anderen Weg, ihn aufzuwecken. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können.
Ja, da wüsste ich schon mal etwas. Wofür war das denn jetzt? Das ist gewesen, weil ich dich nicht anberühren konnte. Was soll denn das? Ich suche nach Gilbert und du weißt, wo er ist. Du hast eine beschissene Art zu suchen. Tja, Sag mir doof, einfach, hä? wo er ist. Es sei denn, du willst noch mehr. Wenn's dir so wichtig ist, der kleine Halbstarke ist Wildschweine jagen gegangen. Ja, das weiß ich. Aber wo genau? Richtung Süden. Mehr weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich dem Fluss in Richtung Wald gefolgt. Das reicht für den Anfang. Danke. Okay. Hey du, was machst du da? Oh, super. So. Flussfolge, okay. Gut, ist jetzt eher ein Bach. Okay. Ist er das? Nein, das ist nur ein Fels, verdammt. Maybe falsche Richtung. Weiter rauf. The fuck? Ich muss sehen, was du siehst. Ah, dort hinten. Okay. Gut. Doch nicht gut. Wo ist jetzt... Ich habe es jetzt doch gerade markiert. Was siehst du, alte Freundin? Hallo? So. Gut, jetzt ist markiert. Und jetzt müsste er irgendwo da sein, ja? Ja, der ist ja wohl nicht dort in der Kiste.
eben vielleicht dort unten. Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Okay. Oh. Blut. Von Chilbert? Oder von einem erlegten Ja, das ist die gute Frage. Hm. Da liegt Chilberts Bogen. Wieso? Und dort ein Wolf. Cool. Hm. Oh, da hinten. Böses Wolfi. Dreckige Wölfe. Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Das habe ich wollen. Ja, zum Glück ist der so stark. Voll easy. Chilbert. Oh. Bei Freyas Tränen. Das nicht gut. Chilbert. Viel spät, man. Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ja, ach, Ein Drache auf dem Griff. ich glaube, das ist ihm Das bewusst. bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Okay, okay, also er stirbt safe. Alles klar. Hoppla. Psst, schone deine Kräfte. Genau. Fresse halten, wir müssen jetzt da raus. Ah. So, okay. Da lang. Irgendwo. Ah, das geht. Okay. Ja? Ruhig, Chilbert. Wir sind bald unter Freunden. Ja, Mann. So. Böses Hundi. Ja, ich han dich wieder, Bruder, ich han dich. Pferdchen! Nein. Du sollst... Hey, du Arschlochpony. Hier, das geht schneller. Einfach atmen, Chilbert. Wir sind gleich da. Ja, Mann. Geht nicht lang, Brudi, geht nicht lang. Wenn ich kein
Scheiße da. So. Sorry, ich habe noch Beeren einsammeln. Ich brauche Hilfe! Bei der Hand Thors. So. Gott, ihr helfen mir. Diese Gott. Eivor, was ist geschehen? Nein. Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eva. Ruhig, Bursche, ganz ruhig. Eva. Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eva, Ich schwöre. er ist tot. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen, auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Rest in Sag mir, peace, was kleine geschehen ist. Jäger. Das waren Bretonen. Diese Klinge steckt in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast seinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof de Olaf! Hier drüben! Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen Ja, wir uns Mann. beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Ich Diesen schwöre. Dummhaufen Leofried hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Ceolbert! Ermordet. Na, Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. ja, Schick die sein Leiche zu Vater seinem wird auch Vater. nicht gerade Freude Er haben. wird ihn köstlich bestatten wollen. Königin Angarat sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Das war entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Na, Mann. Gut. Und denkt dran, Rodri gehört mir. Mal schauen. Ist das der Ätheling? Also. Oh cool, ich habe wieder Fertigkeitspunkte bekommen. Sehr schön. Können wir gerade ausgeben. Was haben wir da Neues? Oh, eine Waffe. Oh, ein Speer. Jetzt sag mal, wie sieht denn der aus? Okay, hat schon einen Style. Und ist anscheinend auch easy schnell, okay. Aber wir nehmen da gleich unser Schwertli. Ja. Gut, dann wenn wir da noch kurz schauen, so next, was nehmen wir? Lame.
Ah, das habe ich schon. Ah, ups. Ja gut, was hat's da irgendwo noch? Ja, super. Nehmen wir das. Oh. Cool. Mhm. Mhm. Okay. Ja, schön, schön. Wieso nicht? Ein Wunder, was da noch hingeht, was da noch so kommt. Da geht's auch noch irgendwo hin. Okay, ja. So. Folge-Einwahl. Ja, Mann. Ihr Männer, aufsitzen und mir nach! Wir haben noch viel vor! Ja. Da ist mein Pony. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Roderichs Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. Ja. In Quadford ist sagtest so, du, ja. Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen und ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemrü entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Britonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief: Ups. Ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Britonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte: Verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivan. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Nicht Leuten schwören. Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Ja, Black Screen. Ja. Ivars Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Bin ich auch. Ja, aber jetzt machen wir da erstmal kurz Kampfvorbereitung. So. Gut.
Okay. Was nehmen wir als Zweitwaffe? Der du da. Easy. Gut, eigentlich können wir auch das wieder rein tun. Also, das wird jetzt eigentlich eher so ein bisschen ein lustiges Schlachtfest da. So, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Okay. Das Handy ein bisschen am Umspinnen gerade. Sorry. So, okay. Aber dann tun wir da zwar noch wechseln. Das ist, dass wir den da haben, weil dann kann ich den eben vergiften auch. Wenn ich gerade Bock drauf habe. Und der vergiftet sich ja von alleine. Wenn ich richtig treffe. Und dann... Ah, warte, ich muss da noch Dings wechseln. Obwohl, ist halt schon, der ist stärker. Der ist wirklich einiges stärker. Ich lade den an. Weil ich habe schon da den schwächeren Helm jetzt genommen. Einfach halt, weil er geiler aussieht und dass der da eher passt für so eine Racheakt. Obwohl, nein, komm, weißt du was, eine Racheakt macht man ohne Helm, dass man sieht, von wem man abgeschlachtet wird. So, gut. Ja, komm. Passt schon. Okay, wo ist jetzt Ivy? Ivy? Ja, Ivy. Ich bin bereit. Ich auch. Was in Lokis Namen hast du da gemacht? Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Du weißt, dass kein Drache kommen wird, aber... Trommel alle zusammen, Ivar. Es geht los. Okay. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Ich hoffe, du hast irgendwie eine geile Waffe vorbereitet oder Wir so. brennen uns durch dieses beschissene Tor. Ja, easy. Okay. Der Drachen-Style, verstanden. Wir sind der Drache. Okay. Ja. Mir wartet. Hallo. Rodri, komm und zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson.
Oh, hat er sich ein neues Tattoo machen lassen? Wo wir gerade Frieden geschlossen haben. Verhöhne uns nicht, du Hurensohn! Du hast diesen Frieden mit Blut Ja, geil. entehrt, als du Ceolbert ermordet hast! Rede so viel Unsinn, wie du willst. Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter! Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird! Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt. Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer! Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiß ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Geiles Sieg, hat er sich einfach ein Drache ins Gesicht tätowiert, Mann. I am the fucking dragon who burns down your fucking house. Holt den Karren, Leute! Ja, Mann. Wir stecken ihn direkt vor dem Tor in Brand. Gleich fließt Blut. Bring den Wagen ins Tor! Ihre Soldaten wollen den Karren aufhalten! Ich zünde die Festungsmauern mit Rodris Blut! Genug jetzt! Naja, ich schiebe jetzt da einfach weiter, bis die mit okay. Bis sie mich blockieren, genau. Bam. Oh, das ist Hurensohn. So. Gut. Ihnen zeigen wir es. Ja, Mann. Zeigt ihnen das Leuchtfeuer ihres Lebens! Klopf, klopf, hier kommen wir. Dragon is incoming. Wir sind schon hier. Zünde die Lunte! Zünde ihn an! Ja, Mann. Zurück! Ich entzünde ihn! Rally point! Geil, geil. Stürmt die Feste! Stimmt die Feste! Wie sind denn die schon vor mir reingekommen, ihr Arschlöcher? Ich bin als Erster reingerannt. Dann springen wir halt auf dich drauf und dich hauen wir so weg. Du bist erledigt! Okay. So. Fackelt da auch ein bisschen alles ab, was wir können. Aber will man es können. Treibt die räudigen Hunde zurück! Gleich fließt Blut! Du kannst Ölkrüge entzünden. Oh, ups. Hoppala. So. Schwächling! Ja. Die weggehauen. Die einfach da vorne schon spawnen, Mann. Das war gerissen. Ja, Mann. Spektakel! Eivor hat das verdammte Tor geöffnet.
Hallo, ich hab's da geöffnet. Mit Anweisung. Aber ich werde schon noch drauf kommen. Wahrscheinlich gar nicht mehr so lange braucht. Ich kann die Dinger schon abnehmen. Haben wir aber noch so gedacht, nein, ist wahrscheinlich zu dick. Au, au. Das wird uns nicht verlassen. So. Goodbye. So. Au. Au. Unangenehmer Tod. So. Verhindern wir nicht. Scheiße auf dir. So, da auch nochmal einen weghauen. Und go, go. Voran ihn. Ganzig, Alter, ganzig. Boom. Ach komm. Ah. Gut, komm, überge. Alter, jetzt kann man. So. Oh nein, oh nein, oh nein. Verfickte Scheiße. Aber immerhin, von da unten treffe ich das Teil. Boom. Ja, verdammt. Ja, Jungs, wartet auf mich. Ich brauche noch eine halbe Stunde, bis ich da oben bin. Der Bergfried. Dann können wir loslegen. Ah. Viel zu leicht. Oh oh. Einfach nicht da runterfliegen. Aua. Beschützt den König! So. Das war's für dich. Bam, bam, bam. Ja. Nächstes Mal vielleicht das Schwert schärfen. So, Brudi, aufkicken den Scheiß. Jo, Rodi. Ivar der Knochenlose. Ha, du gibst einen jämmerlichen Drachen ab. Tut er nicht, er hat sich da reinvergangen auf Hände. Oh. Oh. Ja, geil. Gib ihm Ivar. Scheiße. Ivar, gib ihm. Nicht ihm geben lassen wir. Oh fuck. Oh fuck. What the fucking shit? Er hat mir in die Leber getreten. Ich brauche frische Luft. Okay. Hat der nicht gerade hart brennt und juckt ihn das nicht? What the fuck?
Okay, ja, schräge Szene. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Oh, ich weiß, was kommt. Der Mann liegt im Sterben. Komm, lass die Narnier sein Schicksal bestimmen. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Okay. Gut, bringen wir das hin. Ich schätze, da kommt ein Blutadler auf uns zu. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Alles klar, Mann. Oh, Alter, du hast so geschissen. Wenn ich du wäre, würde ich schauen, dass ich jetzt so schnell wie möglich drauf gehe. Das war wirklich so schnell wie möglich, Alter. Da müsste noch irgendwo so ein Buch sein. Was denn wo? Ah, okay, ich komme da gerade nicht an. Aber das bringt mir schon an. So. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Ivar. Lass den Mann Oh, würdevoll doch. sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Ja. Hey. Wie geht es dem lieben Sofort. König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht. Ich bin gespannt. Bist du besoffen? König Äler, König Osbrücht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Ich schwöre. Töte mich einfach. Ich werde Nein. mich in diese Fehde nicht einmischen. Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ja, hatte schon recht. Schwur schön. Lokis Namen bist du hingelaufen? Ist er noch am Leben? Ja. Kaum noch. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham. Von einem Britonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender Bottich ranzigen Talgs. Kommt keine Antwort, okay. Ja, gut. Da wären wir. Bring ihn her. Jo. Eivor! Normalerweise spiele ich den Unhöflichen. So, komm her. Sorry. Entschuldigung. Ah, okay, wir sind da. Alles klar. Schaff ihn da hoch, auf die Spitze und halt ihn am Leben. Bring es zu Ende, Ivar. Hier, eine hungrige Klinge. Jetzt kommt der Doch, Drache der und bereitet Blutadler. sich sein liebstes Mahl zu. Aber ohne Zuschauer, okay.
Ivar, wird das... Die Geburt eines Blutars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Blutadler, Erst schneide ich dich entlang der Alter. Wirbelsäule auf. Ja, geil, geil. Gib ihm! Schnitz ihm den Blutadler in den Rücken. Das ist ein Nordmann. Mit dem Geist der alten Helden. Der Blutar bedeutet Ivar überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Und damit hat er sich gerade Valhalla verweigert. Also, da der König aufschlachtet wird. Zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Ich habe genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Ivar. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht, hast du eine große Geschichte zu erzählen. Du bist schlachttrunken, Ivar. Leb wohl. Armer Ceolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Ja, okay. Nur ein kurzes, leises Wimmern. Tja. Dann nichts mehr. Du krankes Stück Scheiße! Nein, das behalten wir für uns, alles gut. Was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Ja, das Um ist so. immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Ceolbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Ich will nicht. Was für Oh ein nein! Leben, Eivor. Ein Kampf hoch über... Boah, nein, Bro, ich hab keinen Bock gegen den Ivar fighten. Okay, ja, nicht, okay. Valhall wartet! Ich will echt nicht. Ich fühle mich schon stärker. Können wir nicht drüber reden? Ah, verdammte Scheiße, Mann. Ja, das kotzt mich jetzt aber wirklich an. Wieso? Alter, wieso willst jetzt du unbedingt fighten, Mann? Wir hätten können Bros sein, wir hätten zusammen können England übernehmen. Au. Au, Alter. Du kennst mich, Eivor. Du standest sogar hinter mir, als ich Rodrigs Bruder erschlug. Pass auf! So. Nicht mehr mit nach hinten ausweichen. Warte einen Moment, Eivor. Ich muss dich etwas fragen. Ja.
Okay. Was dann? Können wir das jetzt Sonst klären? schneid ich dir die Zunge raus. Wirst du deinen Vater in Valhall sehen, Wolfsmaul? Oder ist das feige Aas in Helheim und weint eisige Tränen? Oh, was? Wieder erwischt! Das war's. Mein langer Weg endet. Finde ich nicht gut. Die Valkyria kommt. Meine Axt, Eivor. Ja. Ja. Gib mir meine Waffe. Ja, bevor er stirbt, los. Gib ihm seine Waffe. Ivar nach Valhall schicken. Vielleicht kann Odin dich gebrauchen, obwohl du es nicht verdient hast. Doch hat er. Bring ihm keine Schande. Ich höre ihre Flügelschläge. Ah, fuck, gute Reise, Brüder. Tut mir leid, dass es so hat müssen enden. Rest in peace, Ivar. Ah, fuck, man. Wieso hat er das auch müssen raus provozieren? Ah, Bringt seine Scheiße. Überreste nach Quadford. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zu Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Finde ich nicht gut. Da, ja. Ah, fuck, Alter. Ne, das finde ich nicht gut. Scheiße. Finde ich nicht gut. Einfach nicht gut. Umlaut schneller, dass ich die Mission beende. Ja, Scheiße, Alter. Finde ich nicht gut. Geh weg. Ai, busy was land. Ja, sind wir da. Eivor, sei gegrüßt. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen.
Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Mhm. Du? Ja. Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodri angehängt, um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Aber es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Ja, Mann. Er starb als Kämpfer, in all seinem Ruhm. Also so, wie er wollte. Ja. Ohne Ivar können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. Das wirst du. Ja, Mann. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof, schick eine Nachricht an Königin Angarat, dass ihr Mann durch Verrat starb und Ivar den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Ceolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schir. Ich soll Aldermann werden. Somit erklärt sich Frobisher zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Wo immer Ja, du... am nächsten Tag. Nächsten Tag verreckt er keine Verbündete mehr. Ja. Das ist aber ein kleines Boot für den Ivar, Alter. Der Ivar wäre in einem Langboot bestattet worden, wenn er so bestattet worden ist. Möge deine Zeit in Valhall eine glorreiche sein. Stifter von Schlachtgesängen. Auf lodernden Wellenross segelt der Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildmaiden schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Ivar fort. Frobisher verbündet. Ich sollte mich mit Randvieh beraten. Ja. Das würde ich sagen, wäre es mal gewesen, so für heute. In dem Fall, Leute, danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Green Jay. Peace.